Bube und Bibi, Bebe und Bubu, Schnecken aus den Salatwelten. Erzählt von Tatjana Antic, Deutschlehrerin. In der Geschichte über Bube und Bibi und ihre Kinder Bebe und Bubu geht es um die Liebe. Bube und Bibi, Teil 1. Zwei Schnecken waren lange zusammen. Eine Schnecke war Bube, andere Schnecke Bibi. Bube war stark und männlich, Bibi fein und ganz weiblich. Eines Tages wollten sie zu ihrer Salatwelt zurück. Sie haben den Bus genommen, sind stundenlang gefahren und dann sind sie noch 10 Minuten zur Salatwelt zu Fuß gelaufen. In der Salatwelt war alles wie immer. Einige Schnecken haben mit dem Handy telefoniert, einige haben Mails geschrieben, einige haben viel Salat gegessen. Alles war schön und grün. Die Schnecken haben einfach in der Salatwelt schön gelebt und viel geliebt. Bube und Bibi, Teil 2. Bibi und Bube hatten viel Spaß in ihrer alten Salatwelt, aber dann hat Bibi an einer Blume gerochen und genießt. Aptsch, hat sie geschrien. Das war so laut, dass Bube vom Schreck gesprungen ist. Für eine Schnecke war es sehr kompliziert zu springen. Von dem Sprung hat sie sich auf die andere Seite umgewälzt und so sind sie zu einem großen Problem gekommen. Um in die normale Position zurückzukommen, musste man Bube schubsen und dann auffangen. Bube war eine Superschnecke, aber schubsen war für Bube total eklig. Er hat geschrien und wurde in dem Moment eine bekloppte Person. Bibi hat dann schön nur für ihn gesungen, ihm einen Apfelsaft eingeschenkt, hat die schönsten Worte für ihn gefunden und lieb gelächelt. Dann hat sie gesagt, Bube, jetzt trinkst du aber ein Aspirin. Bube hat dann ein Aspirin getrunken, ist schön auf einem Blatt Salat eingeschlafen und er hat auch von Salatbergen geträumt. Bube und Bibi, Teil 3. Bibi und Bube haben in einem schönen Haus mit Schwimmbecken gewohnt. Das Schwimmbecken haben sie selbst gebaut, weil Bube immer viel geschwommen ist und dabei viel gesungen hat. Das Salatlied hat mit seinem Singen nicht so schön geklungen, aber es hat ihm Spaß gemacht. Bibi hat ihm dabei gehört und viele schöne Fotos gemacht. Eines Tages hat ihn auch ein Manager gehört und wollte ihn engagieren. Der Manager hat ihn angerufen, hat gesagt, dass Bube sein Herz mit dem Salatlied gewonnen hat, dass man aber in dem Salatlied etwas reparieren sollte. Der Manager wollte zu Frau und Herrn Schnecke kommen und das besprechen. Bube hat dem Manager willkommen gesagt. Bube und Bibi, Teil 4. Bube ist schnell zu Bibi gelaufen. Dann hat er laut gelacht und die Situation war ihm sehr witzig. Bibi ist gleich in die Stadt gegangen, viel durch die Stadt gelaufen, hat vieles eingekauft und dann lange zu Hause gekocht. Sie hat auch einen Kuchen gebacken. Sie hat ihr Haus aufgeräumt und dabei viele alte Salatblätter weggeworfen. Der Manager ist gekommen, hat mit seinen neuen Freunden gut gegessen und guten Wein getrunken. Dann hat der Manager ihnen seine Version von dem Salatlied vorgesungen. In dem Salatlied hat man nicht über die alte Salatwelt gesungen, es hat keine Salatblätter gegeben und Bube war nicht zufrieden.
Ein Salatlied mit Schnecken, aber ohne Salatblätter, war für ihn kein Lied über ihre Romanze in der Salatwelt. So hat Bibi dem Manager Tschüss gesagt und ist ins Schwimmbecken gesprungen. Und er singt und schwimmt dort heute noch. Bebe, Teil 5. Ich bin Schnecke Bebe. Ich esse gern Schnitzel mit Pommes und Salat. Meine Mama hat mir gestern in einem Geschäft Schnitzel und Kartoffeln eingekauft und Salat hat sie im Garten genommen. Sie hat nur für mich gegrillt, weil meine Schwester keine Schnitzel mag. Meine Mama ist eine Superschnecke, die beste Schnecke von allen Schnecken auf der Welt. Sie hat mir gestern auch einen Kuchen gebacken, mit mir Schach gespielt und Tee getrunken. Dann hat sie ein Buch genommen und das Buch mit mir zusammen gelesen. Meine Eltern haben sich in der Salatwelt 111 vor 11 Jahren getroffen. Mein Papa hat damals in der Salatwelt 222 gelebt. Sie haben sich gleich ineinander verliebt. Er ist jede Woche zur Salatwelt 111 gefahren und hat dort auch geschlafen. Er hat so schön gesungen, alle in der Salatwelt 111 haben ihn geliebt. Nach 6 Monaten wollten sie zusammen wohnen und so ist meine Mama zur Salatwelt 222 gekommen. Bei uns in der Salatwelt 222 hat es viel mehr Platz gegeben. Unser Haus war sehr groß, hier hat es 4 Schlafzimmer gegeben. Bei meiner Oma in der Salatwelt 111 hat es aber nur 3 Schlafzimmer gegeben. Meine Oma in der Salatwelt 111 hatte aber einen viel schöneren Garten. Meine Eltern haben oft in dem Garten gesessen und laut gelacht. Bobo, Teil 6. Ich bin Schnecke Bobo. Ich esse immer zu Abendessen Pommes mit 6 Blatt Salat und Ketchup, weil ich das gerne gegessen habe. Meine Mama hat das vorher eingekauft und jeden Abend Pommes für mich und meinen Bruder gemacht. Meine Mama war eine Superschnecke, die beste Schnecke von allen Schnecken auf der Welt. Sie hat immer mit mir Mensch ärgere dich nicht gespielt und dabei Äpfel gegessen. Mein Papa hat sich in meine Mama verliebt, als er meine Mama gesehen hat und ist jedes Wochenende zur Salatwelt 111 gefahren. Er hat so schön gesungen, alle in der Salatwelt 111 mochten ihn und es war sehr schön auf diesen Partys. Meine Oma in der Salatwelt 111 hatte einen großen Garten und die Partys hat es immer dort gegeben. Meine Eltern und ihre Freunde haben in dem Garten laut gelacht, etwas getrunken, etwas gegessen. Die Welt war damals anders als jetzt. Die Leute haben sich gegenseitig viel mehr geliebt. In der Geschichte über Schnecken geht es um die Liebe. Um die Liebe in den Salatwelten. Und die Geschichte wurde erzählt von Tatjana Antic, Deutschlehrerin.